Ja, du, eben Altbau, Neubau. Ich bin halt, das nimmt mich jetzt noch Wunder, du zügelst ja bald. Ich bin nämlich absolut Team Neubau. Wie sieht es eigentlich dort aus? Bist du dort im Neubau drin? Oder auch eher ein bisschen älter? Nein, Neubauzeit habe ich ein bisschen hinter mir, habe ich das Gefühl. Ich bin ja auch, als ich allein gelebt habe, in einem Neubau gsi oder habe mit einer Ex-Freundin auch mal so gelebt. Ich finde das auch voll okay. Ich habe es gerne mittlerweile ein bisschen älter. Ich bin ja auch in einem wirklich alten Haus, ich glaube 110-jährig ist das Haus gsi. Bin ich aufgewachsen. Stimmt. Ja, dort, stimmt. wo du mal zu mir gekommen bist, wo ich dich nicht reingelassen habe. Ja. Genau, also von dem her, ich kenne alt wie auch neu. Jetzt habe ich da wirklich wieder alt gelebt und ich muss sagen, so ab den 80er finde ich nice, weil so zu alt finde ich dann schon auch so ein bisschen mit eben alten Heizungen und so ein bisschen diese Thematiken. Ein bisschen modern darf es sein, zu modern brauche ich es aber wie auch nicht. So ein bisschen ein Mix finde ich. Ja, voll. fair. Bei dir? Ja, ich bin da schon der Neubautyp, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin in einem recht modernen Gebäude aufgewachsen. Bin dann ja in die ersten Wege, das war ein Altbau gewesen. Und seitdem, eben, wir haben ja sogar mal zusammen gewohnt, würde ich auch sagen, war recht ein Neubau eher gewesen. Stimmt. Und ja, seitdem habe ich mich wie nicht mehr zurückgetraut. Eben so, ich muss schon sagen, weißt, ich höre so oft von Kollegen so, Alter, es ist so laut, Nachbarn, dies, das. Alter, ich höre nichts. Ich wohne seit über 4 Jahren da. Ich habe noch nie einen Nachbar gehört, ausser mal vielleicht ein Nagel in die Wand oder so, weißt. Aber es hat ein Kind, es hat Familie. Du hörst nichts. Das ist wirklich tasty. Ja, das ist wirklich sehr cool an der neuen, wirklich fette Betonwand und sehr gut abdichtet. Das ist absolut ein Vorteil, das ist so. Ja, genau. Ich bin auch gespannt. Ich habe anscheinend ganz ruhige Nachbarn. Ich glaube, eine ist auch schwerhörig und es sind glaube nur 3 Parteien in diesem Haus. Ja, für die ist ein Altbau super, oder? Ja, genau. Es dröhnt durch die ganze Hütte. Nein. Apropos Dröhnen, wir haben einige Goal, wo wir uns da reinziehen können. Und ich glaube, wir gehen rein und bringen das hinter uns, oder? Gehen wir rein. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper-Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, der Herr. Der Spieltag 30 ist gespielt. Der FC Zürich muss unter der Woche ohne ihren Cheftrainer Hediger rauskommen. Am Ausgang des Spiels ändert sich jedoch nichts. Sie verlieren die Heim gegen den FC Sion 1:2. Bei GC läuft es auch nicht besser. Trotz einem gelungenen Start und ein bisschen Hoffnung verlieren sie deutlich gegen den Super League-Leader Thun 5:1. Und Winterthur? Ja, die machen es nochmal richtig spannend. Sie holen gegen Luzern insgesamt den 7. Punkt gegen ihren Lieblingsgegner in dieser Saison und verkleinern den Abstand auf GC um 3 Punkte. In dieser Episode reden wir über die Fans, ihren Frust in den sozialen Medien, über Unruhe und Chaos bei unseren Teams, Laientipps und Tricks zu der Startaufstellung, aber auch über Hoffnung und eine mögliche Aufholjagd. Zuerst aber Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend gehabt? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich habe am Samstag wieder gemerkt, dass ich ein bisschen älter werde. Es wird ein bisschen es zieht sich ein bisschen durch hier im Podcast, aber ich habe einen guten alten Frühlingsputz gemacht bei mir daheim und das war ja ultra geil gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass man mal so Spass haben kann, so einen Balkon auszurümpeln, mal alles wegrühren, so richtig ready machen für den Sommer, für jetzt die Frühlingszeit. Ich habe mal alle Gestelle ausgemistet, den Kühlschrank rausgenommen, alles gereinigt und so. Boah, es fühlt sich so geil an, es fühlt sich wirklich richtig gut an. Und genau, Sonntag dann noch ein bisschen unterwegs gewesen. Grillsaison, passend dazu, gerade auch eröffnet, noch mit 2, 3 Kollegen am Fluss gsi, wirklich gemütlich grilliert. Das Wetter war dann doch auch noch einigermaßen schön gsi. Ja. Genau, also wunderbar. Und ich habe gedacht, ich muss vielleicht heute mal, ich vergesse das amigs, ich habe ja da mal ein bisschen erzählt so vom Thema Internet, Wingo und so. Ich glaube, das muss man amigs noch aufarbeiten, weil die Leute, die uns da hören, die hören das ja nur einmal in der Woche. Und ich muss zurücknehmen. Wingo, tolle Sache.
ich Pause gelohnt habe, nicht gemerkt, dass das WLAN schon funktioniert und ich das noch irgendwie mit einem Code muss aktivieren muss. Ja, schön, sehr schön. Ja, das finde ich fair. Ey, wunderbar. Dann habe ich noch gedacht, weißt du was, jetzt habe ich zwar gutes Internet, bin ich noch ins Wingo-App schauen, gesehen, da gibt es ja viel bessere Promo, habe für 0 Stutz jetzt noch viel besseres Internet und noch bessere TV und so. Also ist es am Kunden gelegen in dem Fall. Manchmal liegt es auch mal am Kunden, ja. Das kann man so festheben. Schön hast du das eingesehen. Finde ich eine faire Sache. Genau, also klar, mein Router ist jetzt im Bootschrank, das bleibt so. Ja, das aber bleibt. alles rundum ist wunderbar rausgekommen. Genau, um das auch noch abrunden. Was ist bei dir gelaufen am Weekend? Hey, ich habe am Freitagabend, mache ich eigentlich ja selten etwas auswärts, bin ja meistens mit der Freundin und so ein bisschen ins Wochenende einläuten, sage ich mal. Aber wir sind zu Kollegen gegangen von ihr, essen, sind auf so eine feine Gemüselasagne eingeladen worden in Frauenfeld und haben ein bisschen Dart gespielt und ein bisschen geschnurrt und Karten und so. Genau, und schön. Apropos 30, das Leben um 30, ich bin am Samstag dann ja auf, recht früh, haben wir ja noch geschrieben in der Gruppe und alle so, hey Jungs, warum sind ihr eigentlich alle schon wach? Ja, so um 7:30 am Morgen, am Samstag, genau. Genau, also das war recht früh und ich bin an die Gartenmesse Giardino in Oerlikon und für mich, also das ist schon recht speziell für mich, der keinen eigenen Garten hat natürlich. Also, wir haben einen, aber ich bin jetzt nicht so weit, dass ich mich auskenne mit Pflanzen und Bäumen und was kommt gut und wo wachsen die Früchte und so. Und da kenne ich mich nicht aus. Ich bin einfach wirklich gegangen, weil der Freundin, ihr Vater ist ja Gärtner und hat dort ausgestellt und ist mega schön. Aber mir war es so zu viel gewesen, gell? Da könntest du meinen, eine Gartenmesse ist gemütlich. Null! Richtig hektisch, hure viele Leute. Ich meine, wir waren um 9:30 da drin, der Ansturm war gross und wirklich hektisch. Und dann laufst du also durch die Naturgärten und Ideengärten und du schaust mit 100 Leuten gleichzeitig. Ja, ich weiss nicht. Mich hat es jetzt nicht so abgeholt. Genau. Ich kenne Giardino. Ich hatte mal einen Kunden. Ich arbeite für Marketing bei einer Agentur, das heisst verschiedene Kunden. Und wir hatten mal einen Grillhändler, der auch an der Giardino war. Und da bin ich mehr oder weniger weg, extra wegen ihm eben auch an der Giardino. Ja, ich muss auch sagen, so viele Leute, das ist irgendwie, du wirst von überall so, der will noch etwas verkaufen, der will noch etwas andrehen. Genau, im dritten oben, leck du mir. Wir sind durchgelaufen und von links oder rechts, hey, schauen Sie mal, und fangen an zu putzen und zu saugen und what the hell. Nein, wirklich, ja, genau. mir war es zu viel gewesen und eben, ich wollte ja am Sonntag eigentlich nach Luzern und schauen da, ich gehe nicht und es gibt 3 Punkte. Nein, ich habe einfach auch geschrieben, energetisch, Jungs, ich mag nicht. Ich mag nicht von den 12, wenn der Auswärtszug geht, bis am Abend, am 10 einen Tag aufgeben, schon wieder mit Leuten. Schon wieder, ich weiß auch nicht, umgeben von lauter Energien und so. Und darum, hey, habe ich einen gemütlichen Tag gehabt und das Spiel am Fernsehen geschaut und ja, soweit eigentlich dann das Wochenende so abgeschlossen. Genau. Ja, jetzt ist Montag um 3. Ich hoffe, wir verpassen jetzt keine grossartige News während dem Aufnehmen. Kann ja sein. Genau, ich würde sagen, wir gehen rein. Als kleine Info, ihr merkt es vielleicht jetzt noch ein bisschen als Anhang oder als Nachtrag. Wir sind zu zweit heute, der Tim und ich. Ja. Der Raffi ist in seinen wohlverdienten Pensionsferien. Nein, so weit sind wir noch nicht, aber in seinen Ferien. Er ist in Thailand und geniesst dort 2 Wochen Pad Thai und feine Drinks. Genau. Ja, viel Asahi ist doch das thailändische Bier. Asahi, irgendwie so etwas. Weiss gar nicht. Das kann sein. Ich kenne mich nicht aus. Weiss es nicht. Ja, auf jeden Fall. Asahi ist es, genau. Nein, okay. Japanischer. Okay, das beenden wir wieder das Thema. Gut. Also, wir schneiden es nicht raus. Gut. Nein, aber apropos schneiden, das ist gleich noch geil. Wir 2 dürfen hinterher lehnen. Der Raffi schneidet diese Episode vom Meer aus. Vielen Dank an dieser Stelle, auch wenn du nicht dabei bist. Genau. Ja, genau. Wir fangen auch bei seinem FC Zürich an, weil es ist nicht unser Club. Sie haben verloren, wir haken es recht schnell sicher ab. Ja, 1:2. Wieder
wieder ein Goal in der letzten Viertel. Also ich glaube, das ist jetzt recht oft passiert, dass man am Schluss wieder ein Goal bekommen hat. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht offen, in den letzten 5 Minuten irgendwie so. Und ich glaube, der Frust ist recht gross bei den Fans, auch wenn man in den Kommentaren schaut. Und mittlerweile muss man sagen, der 10. Platz, der haben sich's verdient. Also sie gehören meiner Meinung nach wirklich nah dort an, wo sie stehen. Oder? Was meinst du? Ja, völlig. Also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich klar, eben wie du es jetzt auch einmal gesagt hast, wieder das späte Gegengol. Ich glaube, das ist das, was sicher am meisten wehtut aktuell bei den FCZ-Fans, kann ich mir vorstellen. Ja, vielleicht müssen wir langsam die FCZ-Viertelstunde ins Leben rufen, einfach im negativen Sinn. 85. war das mal, der Kresnik Hairisi. Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde, es hat auch schon schlechter ausgesehen. Also, sie haben sich jetzt sicher ein bisschen verbessert, wenn man jetzt die letzten Spiele vergleicht mit dem. Klar, auch das Mal Sion mehr Schüsse, mehr XG, alles Wüste, Sion besser eigentlich in allen Belangen. Aber ich glaube, wenn man sich die letzten Spiele angeschaut hat, hat das schon noch ein bisschen krasser ausgesehen. Aber man merkt halt, oder, wie du es auch gesagt hast, Geduld ist, glaube ich, nicht mehr wirklich da jetzt bei den FCZ-Fans. Und das nimmt mich auch noch Wunder. Ich meine, lang war ja immer Malenovic, oder? Malenovic schuld an dem, Malenovic schuld an dem, Malenovic da, dort, dies, das, oder? Und jetzt ist man eigentlich noch schlechter. Klar, man hat da viele Spieler abgegeben, aber ich finde es noch schwierig, als FCZ-Fan jetzt irgendwie die Situation einordnen. Voll. Voll. Ich weiss nicht, wie siehst es du? Wie geht es weiter von da? Ich glaube, stimmt schon, oder? Malenovic hat viel umkrempelt, auch zum vielleicht nicht so positiven, wie man es sich erhofft hat. Aber lustigerweise hat man trotzdem, seit er eigentlich weg ist, einen Downtrend, also ganz klar. Aber man muss, man muss schon einsehen, wie viel Geld das generiert worden ist und wie viel das gegangen sind. Das ist schon auch jetzt ihm zu verdanken, kann man sagen. Und besser ist es nicht geworden, aber es braucht ja alles wieder Zeit. Also ich glaube, das hat man auch nicht können erwarten, dass er geht. Vielleicht hat man es erwartet, weiß ich nicht, aber dass er geht und plötzlich holt man wieder Wins. Ich glaube, jetzt hat der FCZ immerhin Zeit. Also ich glaube, direkt ein Abstieg wird keine Thematik sein und dann haben sie Zeit über die neue Saison, um sich endlich mal überlegen, hey, wo wollen sie eigentlich hin? Und ich hoffe auch mit einer transparenten Kommunikation und nicht immer so heuchlerisches Projekt zu erzählen, sondern einfach mal anstehen und sagen, oder ich glaube, das erwartet auch die Fans oder erhoffen sich auch die Fans so, hey, was ist das? Oder? Das sagt ja der Raffi immer wieder. So, es ist weder gut noch mega schlecht, aber was machen wir? Wir dümpeln einfach rum, oder? Und ich glaube, ja, und weißt, ich glaube, es ist ja gar nicht so verkehrt zu sagen, das haben wir die letzten 1-2 Wochen auch besprochen im Podcast. So, also, wenn du so viele Spieler ausmistest und alle die Malenovic-Jünger, blöd gesagt, die müssen jetzt weg oder wollen weg, ja, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, du musst das auf eine Art halt auch so kommunizieren. Oder ich verstehe nicht, wieso man das irgendwie nicht einfach auch sagt. Schau, wir haben es probiert. Man kann doch einfach sagen, wir haben es probiert mit dem Malenovic. Wir haben gemerkt, das ist nicht gegangen. Ihr habt es alle auch gemerkt. Er hat viele Spiele gebracht, die sind jetzt natürlich auch gegangen. Jetzt müssen wir die Saison ein bisschen durchheben. Ja, klar, gehen dann vielleicht 10 Leute weniger am Match, weil sie denken, es geht jetzt gerade nicht um so viel, aber du hast, oder vielleicht um noch ein kleines Ding machen in Social Media, du hast es ja erwähnt, oder Kommentar bei der Niederlage. Habe ich lustig gefunden, Top-Kommentar ist, Gott sei Dank ist GC noch schlechter, hat jemand geschrieben. Ja. Und das stimmt. Und dann hat es komischerweise einen Hertha BSC-Fan, der den FC-Fan in den Arsch kriecht, was auch immer das soll. Aber auch da echt zum Kotzen, es langt, Hediger raus. Der nächste Schritt ist klar, der Bernecker muss jetzt übernehmen. Und du merkst so, die Leute sind so, es muss sich jetzt sofort etwas ändern. Ja. Vielleicht auch Kommunikation, spannend. Wie du es gesagt hast. Finde ich auch spannend. Eben, der Bernecker hat ja übernommen unter der Woche, vielleicht hast du es mitbekommen, der Hediger hat unter der Woche ja gefehlt wegen seiner UEFA Pro-Lizenz, die er sich am Erarbeiten ist. Da hat man, glaube ich, immer einzelne Tage, wo man besuchen kann, so wie ich das im Kopf habe. Er hat die Assistenz übernommen und ich kann mir noch vorstellen, dass der Hediger, klar ist er nicht froh, dass er verloren hat oder dass sein Team keine Punkte gefahren hat, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass irgendwo durch
Weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was im Trainer vorgeht, aber stell dir vor, jetzt sein Assistent hat irgendwie Sion 3-0 genüsselt, dann kommst du zurück und ich meine, dann wäre er wieder, also klar geht das nicht so schnell, es ist immer am Trainer sein System, das ist mir schon bewusst, aber ich glaube, das macht gleich etwas mit dem Trainer. Wenn du so einmal fehlst, kannst du nicht dabei sein und dann holst du den Assistenz für dich heim. Naja. Ja. Ist ja zum Glück nicht so gekommen. Genau, gut, der Ding wäre ja dann schon der dritte Assistent, oder? Der Hetiger war ja schon der Assistent gewesen, vom Assistenten, übernommen ja, hat. genau. Ja, jetzt kommt schon der nächste. Der Assi-Assistent, ja genau. Voll. Ja, und eben, um es vielleicht noch kurz abschliessen, ich finde, der Top-Kommentar sagt es perfekt, zum Glück ist GC so schlecht, wäre GC nicht so schlecht. Die wären richtig näher am Barrageplatz, du. Richtig näher. Mhm. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, sonst, eben, ich glaube, ich habe gar nichts mehr gross zu erzählen. Ich glaube, die FCZ-Fans haben sowieso aufgehört, Podcast zu hören. Verstehe ich übrigens. Ich höre seit, weiss gar nicht, ein paar Wochen keine dritte Halbzeit mehr. Habe ich ja schon mal erzählt. Kein Forza und so weiter. Ich verstehe euch, wenn ihr nicht mehr... Heute gehst du aber steil rein, oder? Nehme ich an. Ich bin am 5 Uhr parat, ja. So, gebt meinen Öhrchen wieder mal ein bisschen positive News. Benachrichtigung aktiviert, wenn er rauskommt. Genau. Nein. Yes. Nein, aber lass ich sicher die 3 Minuten, die es zum FC Winterthur dann verlieren. Ja, und genau, die halbe so Stunde Schluss zum so. Lichtsteiner. Jetzt haben wir gar keine Zeit mehr gehabt für den FC Genau. Winterthur. Ja, genau. Und, was meinst du, steigen sie ab? Ja, jetzt könnte es schon sein, könnte auch nicht sein. Gut, also hey, bis nächste Woche. Etwa so. Aber ja. Easy, ja. Eben für die, die es noch mitbekommen haben, ich weiss nicht, Morel Pieter, wie tut man das? Wie tut man einen Peter? Wie tut man den Namen aussprechen? Auf jeden Fall, der Chefanalytiker hat ja müssen gehen beim FCZ. Also der ist, ich weiss gar nicht, ob er rausgerührt worden ist oder ob das irgendwie gemeinsam abgemacht worden ist. Auf jeden Fall gibt es weitere Veränderungen. Also man merkt, der FCZ ist eigentlich, es bewegt sich, es ist nie die Ruhe eingetroffen, die wir auch schon Anfangs Saison besprochen haben. Es ist immer irgendetwas. Es ist wirklich, irgendetwas läuft immer, meistens mit einem kleinen negativen Touch. Voll. Ja, ist so. Es wird auch immer ein bisschen gross gemacht, habe ich das Gefühl. Ich meine jetzt der technische Analyst oder was das war. Ich weiss gar nicht, ob GC das hat, wer das ist, wenn der gehen würde. So, ich glaube, dort tut man noch gerne so ein bisschen... Der ist im Fall gegangen, gell? Und weißt, es ist gerade wieder so, oh, passiert etwas. Aber es passiert natürlich auch etwas, ganz klar, in den letzten Monaten. Ich glaube, das ist die Aussage. Es passiert einfach die ganze Zeit etwas. Und wenn nichts passiert, dann spielt es schlechten Fußball. Also, so wie das hat man auch noch. Schlechten Fußball plus einfach noch ein bisschen Chaos im Club. Aber du, eben langfristig, wer weiß, sie sind immer noch vor GC und vor Vinti. Und darum machen wir den Switch zu GC, wo 5-1 auf den Deckel bekommen hat. Let's go. Tim, ja, cool. Nimm uns mit in die Erfahrung. Ja, super Sache. Zuerst musste ich mal die Augen reiben, wo ich den Fernseher eingeschaltet habe. Ich bin nicht auf Thun, zum Glück. Ja, muss ich auch wirklich sagen, ich habe es mir noch überlegt, so, Auswärtsfahrt wäre wieder mal geil. Ich habe aber gewusst, da verlieren wir Garantie. Und ja, dann habe ich den Fernseher eingeschaltet, gesehen, ich, Alter, es ist ja alles weiss, es schneit, was ist denn da los, oder? Ja, das Herz Schnee. Da habe ich wirklich gedacht, so, hey, jetzt wird dann der Match vielleicht noch abgesagt, oder wie es ja in St. Gallen dann der Fall war. Aber nein, sie haben dann gespielt auf der Kunststraße. Ich glaube, der erste Aufreger war so ein bisschen in der GC-Fanszene, kann ich mal sagen, oder im GC-Umfeld. Der Köhler, unser Boy Köhler, hat nicht von Anfang an gespielt. Was ich doch sehr komisch gefunden habe, weil der Abraschi fehlt, der Leader, der Frey fehlt, beide ja gesperrt. Und dann tust du den Köhler irgendwie auch nicht rein. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, wie toxisch jetzt gerade das Umfeld bei GC ist oder bei den Fans. Weil ja, man hat jetzt so die Lösung gefunden, dass Segi, weil der Köhler hat ja gegen Basel gesagt, oder hat die Spieler kritisiert und hat so gesagt im Interview, ja, das gehe ich nicht, wie die Offensive das macht und so, hat ein bisschen auf den Tisch gehauen, oder? Und jetzt erklärt sich, dass die Fans, die ja mittlerweile Scheibenlehner Hater geworden sind, zu dem können wir auch noch... Ja. Kommen wir dann absolut noch dazu.
so, ja, das sage ich wegen dem und der Scheibleiner, nur weil er einmal die Mannschaft kritisiert hat, tut er nicht auf die Bank und so. Und ich denke so, ich hasse die Atmosphäre, ich hate es, weil so viel Müll rauskommt. So. Er hat so Laienwissen, wo einfach irgendwo ohne Kontext, ohne wirklich etwas zu wissen, so klassisch wie wir im Podcast Sachen behauptet werden. Genau. Ja. Ja, einfach so, dass von, ja, das ist jetzt wegen dem, und dann denke ich so, ja, Bro hat ja nach Ding. Ja. Nein, ist mir nur gerade jetzt in den Sinn gekommen. Ich habe wieder so einen klassischen Kommentar gelesen, auch bei der GC-Spalte so, warum wechselt er erst dann und überhaupt, weißt du, so die klassischen, und die Startelf macht gar keinen Sinn und so. Ja, genau. Classics, einfach Classic. Ja, eben genau zu dem komme ich dann auch noch so ein bisschen, wenn es nicht läuft, dann ist alles scheiße, oder? Und dort, weißt du, ja, und der Scheibe, weißt du noch, dort, wo er in Überzahl, also weißt du, ist ja erst gerade gewesen, aber in Unterzahl noch 1-0 gewonnen hat und richtig krass, er hat dort den Jensen rausgenommen und wir haben schon geschrieben, nein, das kannst du nicht bringen und ich habe den Scheibe gelobt und ich finde, der Scheibe muss man, also eben, ja, wir kommen nachher dazu, eins ums andere. Ja, genau, eben, macht sicher heute noch eine kleine Scheibe-Diskussion auf. Aber ich zeige, das geht in welche Richtung dass es geht. Weil ich denke, der Köhler hat ja nächste Woche gegen Lausanne gespielt. Also dann hat es sicher nichts mit dem zu tun. Und ja, einfach so ein bisschen... Ja, wir schauen dann auch auf die Aufstellung und da muss man halt schon sagen, die Innenverteidigung komplett neu und ab dem Mittelfeld sieht es einfach dürftig aus, oder? Du hast das Mittelfeld. Ja. Finde ich einfach schwierig, oder? Du hast den Krasnitschi und den Stroscho, die jetzt neu sind aus der Jugend auf diese Saison. Dann hast du den Abels, wo wir alle wissen, Fußballer ist und so wirklich fraglich. Jedes 6., 7. Spiel. So, mal ein Gutes. Der Abels ist genau. So... Genau. Nicht so ein konstantes 7 von 10, sondern eher konstant so ein 4 leider. Ja, mit Amix Ausnahme zum 8, 8,5, wenn er einen guten Tag hat. Genau, das trifft es gut. Und dann hast du den Imurane, der auch nicht Fußball spielen kann. Und der Meier, der auch nicht Fußball spielen kann. Die sind coole Sicher und so Zweikämpfer. Ja, aber ich finde jetzt, da gehst du ein bisschen hart in den Kampf mit denen, weil ich meine, wir haben den Imurane und den Meier auch beide schon gelobt. Und übrigens die Verteidigung auch vor 2-3 Spielen. Ich glaube, also jetzt in diesem Spiel gebe ich dir recht, das war doch absolut nichts gewesen, aber ja, ist schon auch hart gegen Thun. Also jetzt meiner Meinung nach, das ist immer noch das Thun, wo alle nüsseln die Saison, oder? Also, ja, safe. Ja, nein, auf jeden Fall. Aber ich frage mich, ich finde ja den Imurane und den Meier nicht schlecht oder scheiße. Sie sind einfach keine guten Fußballer, sie sind nicht kreativ, einfach mega gut im Fighten, Zweikämpfen und so. Auch assi wichtig, auf jeden Fall. Abels genauso. Aber ich frage mich dann, wer soll für Kreativität vorne sorgen? Der Planche und der Lee sind jetzt auch eher so, das sind Stürmer, das sind Abschliesser. Und ja, so hat man dann das auch gesehen, finde ich, im Match. Es ist jetzt nicht viel kreiert worden. Ich finde da auch ein Köhler wäre einer, der kreieren kann, oder noch aus dem Mittelfeld. Und das hat einfach krass gefehlt, oder? Und ja, dann gehen wir im Match rein. GC macht es 1-0 aus dem absoluten Nichts. Nicht ganz aus dem Nichts wie Vinti, glaube ich, aber auch aus dem Nichts kommt das 1-0. Und ja, ich muss sagen, Thun war viel besser. Die haben, glaube ich, schon irgendwie 8 Ecken gehabt, 3 Abschluss, knapp vorbei, dort, da an die Latte. Wirklich alles Wüste. Und ich habe es noch lustig gefunden. Ich meine, Planche macht es dann schön, findet den Lee in der Mitte und der trifft. Und dann kommen Gedanken, oder? Dann kommen Gedanken, genau. Die typischen verleitenden Gedanken, wo man eigentlich da liegt weiss. vielleicht etwas... Ja, genau. Nein, ist es heute so weit? Wow. Ja, ich bin ja genau gleich gewesen. Ich bin mit der Freundin in diesem Moment und komme so die Nachricht über 1-0 Lee. Und dann sage ich so gerade, nein, Schatz, oh nein, aber gönnt jetzt aber nicht noch heute GC gegen Thun. Bitte nicht. Und dann hat aber mein Handy auch recht oft aufgeleuchtet und ich bin recht entspannt worden. So, gut, genau. Alles gut. Es sind dann noch ein paar weitere Benachrichtigungen gekommen im Verlauf des Spiels. Du sagst es, ziemlich bald mal ist ja dann auch ein 1-1 vom Kite. Und da denke ich,
Ich meine, der Ball kullert mit 3,5 km/h durch den ganzen Strafraum nach einem Ecke. Niemand greift irgendwie ein. Und du denkst so, so einfach. So einfach. Zu einfach für meinen Geschmack. Und ja, Thun macht dann auch 2-1 relativ schnell drauf. Das Momentum hat sich komplett gekehrt auf die andere Seite. Ich meine, eben, das ist der Punkt. GC schlecht gestartet, ja. Dann das Goal gemacht, dann besser gewesen, nochmal eine Chance gehabt. Der Krasniqi müsste 2-0 machen. Stimmt, ja. Die hat es ja auch noch gegeben, die Situation. Und dann kassierst du eins, kassierst gerade nochmal eins und komplett Match ist umgekehrt, umgedreht, vor allem von der Mentalität her. Und ich glaube, was eben dann schon noch ein Knickschlag war, ist das 2:2, oder? Was zuerst zählt hat und dann doch nicht. Ja. Und ich weiss nicht, wie du das siehst. Ich hate es. Ich hate es, auch als Trainer würde ich das so haten, wenn meine verdammten Stürmer im Abseits stehen. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich denke, so, schau doch auf die Linie, Amix. Was stehst du dort vorne? Schau immer auf die Linie, oder? Oh, das macht mich hässig. Ja, verstehe ich. Gibt es etwas, das dich mehr hässig macht? Ja, also gut, dann können wir jetzt... Ja, das ist jetzt eigentlich noch eine gute Frage. Von den eigenen Spielern... Von der Oberkennung her, meine ich. Nicht jetzt einfach, wenn jemand schwalbt oder irgendwie so etwas, sondern so... Weil es gibt ja oft gibt's ja Goal, egal ob im Stadion oder daheim, ist so «Ja!» und dann «Oh nein, warte mal schnell, oh nein, sie checken noch irgendetwas, Moment.» Nein, Ja, vielleicht ein Hands. So ein völlig reingeschissenes «Er ist noch schnell an den Arm». Das ist auch richtig bitter. Ja, fair. Ja, sehe ich. Das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn dein Team ein Goal schiesst und der VAR etwas findet, wo vor dem Goal auf der anderen Seite passiert ist, dann gibt es Freistoß für die anderen. Oder so. Das ist crazy. Penalty rot und nachher so. Ein krasser Frust. Ja. Okay, das stimmt natürlich. Ich meine, beim Offside bin ich auch mehr hässig auf den Spieler, also dem Schiri. Also genau, das ist einfach so Offside, Alter. Oder? Aber ich denke so, Blanche, wieso? Ja. Und es hat dann noch Leute, die irgendwie diskutiert haben, ja, greift er dann wirklich ein? Da denke ich, ja, safe, er kommt ja rauf. Also, ja. Genau, also ich merke, es ist viel passiert. Thun macht noch das 3-1. Desiree Blanco weiss nicht, ob sie ein bisschen kalt war, ob ihr Hirn eingefroren ist. Aber wieso sie das Goal zählen lassen, sehe ich null. Ist dann auch aberkannt worden. Der Rasto, der hat den Hammel offensichtlich reingekickt beim Abstoß, beim Auskick. Genau. Und so ist man dann doch mit dem 2:1 in Pause. Eigentlich recht viel passiert. Also ich meine, eben erste Halbzeit, also der Abels hat ja auch gesagt, wo er darauf angesprochen worden ist, so, hey, ihr habt eine erste gute Halbzeit gezeigt und er, glaube recht realistisch hat gesagt, ja, nicht ganz, eben, ich glaube 20 bis 25 Minuten haben sie gut gespielt. Fasst es recht gut zusammen, finde ich irgendwie auch noch fair. Aber ja, richtig actionreiche erste Halbzeit. Hey, habe ich im Fall auch gefunden. Habe ich genau auch gefunden. Abels hat noch ein gutes Interview gegeben, finde ich. So... Ja, mit einer gewissen Emotion, sehr realistisch trotzdem, hat mir wirklich noch gefallen, ja, als Randnotiz. Ja, ich glaube, die zweite Halbzeit machen wir schnell. Labo, Traumgoal, 3-1. Beim 4-1 kommt der Hammel irgendwo am halben Mittelkreis rum, warum auch immer. Dann macht der Rasto das 4-1. Der Dursun nachher noch mit seinem ersten Saisongoal für Thun, der ist erst im Winter gekommen. Auch da frage ich mich, 2 Verteidiger stehen bei ihm. Hinten ist nochmal ein Thuner ganz allein und sie schaffen es nicht und der Ball geht rein. Ja, grusig. Man merkt auch, eben, bei Thun klappen so Sachen natürlich auch. Ja. Bei GC nicht, aber ja. Thun könnte den dritten Goal in den Sturm reinhauen und er würde einen Fallrückzieher machen in der 93. Also, keine Ahnung. Das ist es, ja. Das ist es. Das passt einfach. Es passt halt einfach, genau. Ja. Aber es gibt eine Mannschaft, wo das so ist pro Saison und dann finde ich eben, geht das in Ordnung. Ich glaube, auf Thun ist, man kann nicht böse sein, also allgemein so mit Basel nicht, und FC Zürich und all dem, wo da viel mehr Konkurrenz ist. Ich glaube, bei Thun sind alle so, ja, immerhin nicht jemand von den Konkurrenten, weißt du, was ich meine? Also so immerhin nicht, eben, ja. Voll. Ja, voll. Und es macht ja auch Freude, oder? Es macht ja auch Freude, dass Thun das schafft und ich glaube, alle Teams sind an dem Punkt, wo ich jetzt auch denke, so, Thun ist jetzt sicher nicht 5-1 besser als GC, das muss man ja auch sagen. Aber
man ist halt gleich da und muss sagen, ja, wow, die haben es jetzt eigentlich perfekt gemacht. Die haben es eigentlich absolut perfekt gemacht, ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Voll. Ja, es ist gleich verrückt, oder? Einfach auch wieder 6 Goal pro Spiel. Ich glaube, wir haben es kurz angeschaut. Für die es nicht wissen, die Super League hat einen richtig, richtig krassen Goalschnitt diese Saison. Sind, vor dem Spieltag ist das, glaube ich, wo es 3,28 Goal gibt pro Spiel im Durchschnitt. Das ist sehr viel. Die Bundesliga als Zweite hat, glaube ich, 3,2, irgend so etwas, 3,23. Dann kommt Holland und die Premier League ist 5 platziert. Und dann noch die Serie A mit 2,57 Goal. Also ja, man hat wirklich viel Goal. Und eben, wir haben ja gesagt, Winterthur macht natürlich schon auch einen Gefallen damit, wenn sie 80 Goal kassiert haben. Also das muss man schon auch sagen. Das sind nicht wenig. Aber ja. Ist eigentlich lustig, oder? Mega viel Goal und mega viel Laufbereitschaft. Haben wir ja letzte Woche besprochen. Müsstest eigentlich denken, ist eine richtig gute Liga, wenn du die Statistik siehst. Und dann schaltest du ein und das löscht du komplett ab. Ja. Nein, es ist eine typische... Also ja, nein, so wie sich die Super League entwickelt hat, so ein bisschen, das ist für mich jetzt so die heutige Super League sehr schön verkörpert. Und ja, mal. Ja, ich glaube, was sich vielleicht eben jetzt bei GC noch die Frage stellt, ist der Scheibe. Also eben, es ist toxisch jetzt. Der Scheibe ist der letzte Hund, Papi Sutter ist sowieso der hinterletzte. Und allgemein alle sind ja Idioten und so. Was ja irgendwie auch verstehe, oder? Man sieht es jetzt auch, wir können da auch noch schnell in die Kommentare reingehen. Man hat leider schon viel zu lange gewartet damit, aber jetzt ist es höchste Zeit, Scheiblehner raus, oder? Alles Gute, Scheiblehner, Trainer raus. Viererkette, sofort. Ist das geil. Ja, den finde ich gut. So geil. Den finde ich Vor allem, geil. ich finde das so geil. Ja, genau. Weißt, nein, er hat es durchschaut. Weißt, das ist die falsche Aufstellung. Da muss andere... Nein, aber... Gegen Thun hat es mit einer Viererkette einen Sieg gegeben. Das ist ja wie auch klar. Also, das weiss ja jeder. Also... Aber, ja, ich finde das so spannend. Das hat sich aufgebaut über Wochen. Irgendjemand hat mal in die Diskussion gebracht, auch im Forum und so, es liegt an der Aufstellung, es liegt an dieser Fünferkette vom Scheibe. Wir müssen auf eine Viererkette. Und dann haben sich die Leute angefangen, ja, das ist jetzt das Ding, das ist es. Genau, wir müssen eine Viererkette. Und jetzt so, Viererkette sofort. Stimmen wir doch ab drüber. Ja, wirklich grauslig. Hei. Okay, ja. Aber jetzt ist die Frage, oder? Ich habe irgendwie keine Energie und Bock auf einen Neuanfang. Weißt du, sonst bin ich auch immer so ein bisschen so, oder jeder ist ja so du willst ja wie eine neue Hoffnung, oder ein neuer Trainer kommt und denkst, wow, vielleicht ist jetzt das der obergeile Trainer oder ein neuer Sportchef, vielleicht ist das jetzt der geile Sieg, der alles rettet und der Heiland und der Heilsbringer und weiss ich was alles, oder? Und ich habe einfach keinen Bock irgendwie. Ich habe einfach keine Lust. Verstehe ich. Also jetzt müsste ich sagen, jetzt kann kommen, wer will, und ich würde denken, okay, oder? Ja, aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl, wenn dann wirklich etwas geht, dann bist du schon interessiert. Und wenn es dann ein Name ist, wo man irgendwie gleich noch mit etwas Positivem vielleicht oder vielleicht mit etwas Neutralem verbindet, dann bist auch du wieder, sage ich mal, zurückgesetzt auf Werkseinstellung und bist so ein bisschen wie ready für neues Zeug. Ich glaube, jetzt gerade ist eine schwierige Zeit natürlich für GC-Fans. Ja, es hat ja auch diese Saison hat's auch Auseinandersetzungen gegeben und die Fans haben gesagt, wir kommen nicht mehr. Und jetzt kommt sogar noch der Sutter. Ich finde, der Sutter wird auch kritisiert, recht oft in den extrem, Kommentaren. Ja. Und ich weiss wie nicht. Klar, Winterthur, es ist noch schlimmer. Also als Winterthur, ich habe das Gefühl, also nein, kannst du nicht vergleichen. GC ist ein Top-Club oder ein Rekordmeister, um das nur noch mal schnell erwähnen. Und Vinti ist Challenge League. Ein bisschen Respekt bitte. Und Vinti ist halt Challenge League. Challenge-Ligist, sage ich einmal, der es geschafft hat, vor 4 Jahren raufzukommen und mega und cool und darum kann man es nicht vergleichen, aber
trotzdem sehr viel Negativität bei den Hoppers. Und ich finde aber nicht am Scheibe liegt's und nicht am Sutter. Ich glaube auch da Zeit, es braucht, man kann nicht, also klar, eben geht's dümpelt schon ein bisschen länger rum, aber der Scheibe und der Sutter in dem Kombo, was wollen sie innerhalb von einem halben Jahr auf den 3. Platz angreifen? Ich finde, es sind 2 gute Menschen, sind 2 offene, direkte, ehrliche, authentische Menschen. Ich habe das Gefühl, das tut jedem Club gut. Also, da bevorzuge ich die 2 wie viele andere. Ja. Ich check's natürlich auch, eben als Fan. Ja, willst du Resultat sehen, aber ich fände es nicht optimal, wenn jetzt einer von diesen 2 schon wieder ziehen und man fängt wieder neu an. Jetzt gebt doch einfach mal Zeit 2 Leuten, die etwas auch auf die Beine stellen. Aber das ist meine Sicht. Oder? Ich schaue auch nicht jedes GC-Spiel, ich komme nicht alles mit über. Aber ja. Ja, aber das finde ich eben gut. Das habe ich mir eben erhofft. So ein bisschen eine nüchterne Einschätzung von außen. Jemand, der nicht so emotional dabei ist. Und ich sehe es eben ähnlich. Und da werde ich wahrscheinlich Hate bekommen von den GC-Fans, die das hören. Das muss ich wirklich erwarten, weil also zur Meinung ist bildet, da müssen alle weg, müssen wieder alle ausgesetzt, ersetzt werden, meine ich. Ich meine, die Fans hatten ja auch noch mal ein Banner aufgehängt gegen den Urech in Thun, wo steht, Urech, seit du bei Thun weg bist, werden sogar Teammeister, was ich noch witzig finde. Finde ich auch lustig, ja. Und muss ich dazu auch sagen, also Urech finde ich auch, gilt es ganz klar zu kritisieren. Der hat richtig viele komische Sachen gemacht. Auch eben mit der Vermarktung von der Barrage letztes Jahr. All das Zeug ganz komisch. Auch eben jetzt der Kontakt zu den Fans abgebrochen. Da habe ich viel gehört und da bin ich ganz klar auf der Seite der Fans. Also Urech finde ich auch, das ist eine Personalie, wo ich sage jetzt mal, abgesehen auch vom Sportlichen, einfach zu viel verkackt hat. Den kann man sofort ersetzen, meiner Meinung nach. Ja, aber auch. Ich bin bei dir. Scheibe, Sutter, würde ich noch mal ein Jahr geben. Also alle anderen haben jetzt irgendwie gefühlt gelesen, das sind Selbstdarsteller, das sind arrogante Siechen, das ist so und so. Kann stimmen, wäre möglich. Eben, der kickt jetzt noch den Aspienzen raus und der Mutschi hat er ja vergrault und weißt so. Ja, Liebe. Es ist viel zu laut momentan, es ist viel zu laut. Das ist krass. Ja, ich will nicht auf den Zug drauf springen, ich habe irgendwie jetzt gar keine Energie, um so rumzuhaten. Ja. Und ich finde das Argument, der Scheibe soll die Gap-Saison vor allem fertig spielen. Der hat uns jetzt in den Halbfinale gebracht und ich finde, der soll das jetzt auch noch fertig spielen. Und ja, eben, ich habe halt auch noch keine Abstiegsangst, auch wenn jetzt Winter gewonnen hat, klar, alles kritisch und so. Aber muss man dann auch noch schauen, wie es dann da weitergeht. Und genau, zum Abschluss noch, am Donnerstag diese Woche bin ich wahrscheinlich auch vor Ort, ist wieder ein GC-Forum mit dem Sutter. Das könnte spannend werden. Es sind alle hässig, alle sind pissed. Oh ja. Kannst du sicher Fragen stellen, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Easy. Ja, wäre geil. Könntest du dir eine im Voraus überlegen, vielleicht. Die Tage, 1-2 Tage, eine Frage überlegen, wo, wenn sie nicht kommt, oder 1-2 Fragen überlegen. Etwas Konstruktives vielleicht, keine Ahnung. Warum spielt der und der nicht? Nein. Viererkette sofort. Sofort, mit so einem Schild kommst du, genau. Ja, genau. Es klingt wie so eine Initiative, weißt du, so eine... Das muss jetzt passieren. Ja, genau. Ja, stimmt, das ist noch ein guter Vergleich. So am Sonntag abstimmen für die Viererkette. Könnte vielleicht ein Titel sein von dieser Epi. Wir schauen. Ey, ich habe es mir jetzt gerade aufgeschrieben. Viererkette sofort ausrufen. Sehr geil. Als sehr Titel. Gut. Genau. Dort noch zum Abschluss möchte ich vor allem eigene Fragen stellen, absolut. Aber ich möchte die Leute sehen, die überall rumhaten, die auf Social Media haten, die im Forum haten. Treten dort auf, sagt eure Kritik, aber nicht nur irgendwo einfach täubeln. Das Täubeln ist das richtige Wort. Einfach täubeln im Internet. Genau. So, fertig jetzt.
Wir gehen zu Da kommt mir noch schnell Ja. als Anhang, da kommt mir noch ganz kurz etwas in den Sinn. Es hat ja Vinti, also Bierkurve hat ja auch so wie ein Format gemacht, sage ich jetzt mal, wo man kommen und offen Fragen stellen und wie man das möchte miteinander gemeinsam machen. Und es sind ganz, ganz viele verschiedene Leute gewesen. Und die Energie im Internet ist auch viel krasser gewesen und viel lauter für dann die Leute. Also es hat schon ein paar gehabt, die hässig waren, das hat gezeigt haben, das ist klar, aber ein Bruchteil davon, oder? Da merkst du gut, dass im Internet sind alles Trainer und Coaches und Sportchefs. Und dann vor Ort ist sorry, ich hätte noch eine Frage. Nein. Ja. Darum Genau, gehört dazu. Finde ich cool, wenn es ein bisschen ruhig behalten, finde ich gut. Voll. Ja, fair. Dann kommen wir jetzt noch zu guten News aus der Ja. Eulachtstadt. Hey. Aus Nimm uns doch Luzern. mit. Ja, voll. Gern. Ja, das Spiel hat auch stattfinden ohne Schnee. Und bevor ich jetzt da gross anfange zu erzählen, weisst du noch, wo Vinti gegen St. Gallen hat müssen verschieben? Recht kurzfristig, so 4 Stunden vor dem Abpfiff. Alter, dort hat ja Vinti von St. Gallen hart viel Kritik bekommen von St. Gallen-Fans. Sofort Abstieg, 3 Punkte, wirklich, weil das Spiel abgesagt worden ist. Und ich habe es geliebt, als ich das gelesen habe. St. Gallen wegen Geil. Schnee abgesagt. Bin ich direkt in die Kommentare und da bin ich so kindisch gsi, bin ich Kommentar liken, so, weißt du, aus Geil, Winterthur-Sicht, weil es ist nicht vergessen gegangen. Ja, das habe ich geil gefunden. So, aha, und ihr sagt es 5 Minuten vor dem Spiel ab, muss man auch noch sagen. Die Leute sind im Stadion Viel schlimmer. Also, nein, das daneben, ja, voll. Genau, aber das als Sehr gut, sehr gut. Voract, genau. Nein, 13'000 Zuschauer haben es nach Luzern geschafft. Ich nicht. Eben, ich bin beim Kollegen in dem Moment, habe das gemütlich zu Gemüte geführt. Und es hat eigentlich in der Startelf hat's, wieder ein paar Rotationen drin gehabt. Eben, der Goyach war drin, was sich jetzt im Nachhinein wieder als absolut guten Entscheid geäussert hat vom Rahmen. Der Bus hat er rausgenommen. Siedler und Kasami sind auch wieder zurück gewesen, obwohl bei diesen zwei immer so ein bisschen, okay. Und der Janke und der Zuffi auf der Bank. Aber da hast du 4 Spieler, Siedler, Kasami, Janke und Zuffi. Und ich bin ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht als Rahmen, wer jetzt heute gut ist, weil das ist ein Gamble, oder? Und voll. Siedler, muss ich aber sagen, hat mir gefallen. In einigen Situationen einmal richtig gut gesaved. Auch da, ich kann wirklich, also eigentlich kann man es so sagen, Luzern ist gekommen wie die Feuerwehr. Wirklich, die haben, als hätte es einen Anruf gegeben, im Capinos im Goal, brennt bitte alle mal führen. Feuerlöscher mitnehmen, ja. Feuerlöscher, genau. Und so hat es ja dann auch angefangen. Ich meine, sie haben gedruckt und geschossen und ich habe einfach gesagt, ja Jungs, das ist also eine Frage von der Zeit, dann rebelt das. Das hast du wirklich geschmeckt. Und dann wieder der Mühl, der zu spät kommt und gerade umgrätscht und dann Penalty irgendwie in der 15. Minute. Ich habe gedacht, ja geil, here we go again. Das wird wieder klassisch. Ein riesen Seich wäre, Alter, wirklich der Mühl, Alter, wie einfach ein so. D-Junior oder so. Also es ist so ein Holzer. Ja, es ist so, niemand diskutiert, alle so, auch die Winterverteidiger so, Mühl, Alter, voll. Gott, Der Leute ist auch gerade zu ihm, nochmal. habe ich noch nice gefunden, ist gerade zu ihm gegangen, hat mir so, abgeklatscht und schon easy, habe ich nice gefunden. Sowieso mega, mega schön, dass der Leute wieder zurück ist. Und man sieht es ja jetzt auch, plötzlich ist Rohner, Burkhardt, Leute kommen wieder ein bisschen zu Spiel und plötzlich kommen das Resultat. Klar ist es nicht nur das, ist mir schon bewusst, aber es macht einen Impact, schon. die 3 Spieler, oder? Also, Ich muss jetzt auch sagen, oder, jetzt, als ich auch noch mal die Aufstellung für genommen habe, wenn ich so schaue, so Burkhardt, Goyard, Hunziker, finde ich starke 3 vorne eigentlich. Voll. Eben jetzt ein Leute zurück in der Verteidigung, das macht auch schon viel aus. Also, eben, manchmal braucht es gar nicht so viel. Wir haben ja auch vor 2 Wochen noch mal festgestellt, eben Winter hat eigentlich schon viele Verletzte auch, oder wichtige. Ja. Und sieht man her, gut jetzt, ja. Voll finde ich krass. Und wenn man denkt, oder, der Leute hat jetzt irgendwie das 4. Spiel weiter in dieser Saison. Ich muss sie nicht mehr aufholen, aber ist ja wirklich viel sind ausgefallen. Und genau, so hat es eigentlich angefangen, 1-0 Di Giusto. Übrigens, Di Giusto hat vergessen, dass er mal bei Vinti gespielt hat. Ja. Und dank, also habe ich auch so, wie kommst du mir jetzt rein? Also weißt du, nicht einmal schnell die Hand oder so, sondern einfach geil jubeln. Und Habe ich null erwartet, oder? Darum hast du sicher auch
darum das jetzt auch so ein bisschen gebracht, die Giusto Vinti so null erwartet, also jubelt wirklich. Nein, ich hätte gedacht, er schreibt noch einen Brief an alle nach dem Match, so tut mir wirklich leid und so. Ja, aber so, ja. Aber ich glaube schon, auch wenn man seine Interviews, ich weiß nicht, er hat bei mir einige Karma- und Bonuspunkte verloren. Ich habe ja am Anfang, als er bei Luzern gespielt hat, auch gerne eingeschaltet, Luzern, um unser Di Giusto anzuschauen, weißt du, der Winter Di Giusto. Und er hat, glaube ich, ist ja gleich, er hat sehr viele Goalbeteiligungen, ist, glaube ich, gleich mit dem Scheck momentan, mit Assist und Goal. Also würde mich nicht verwundern, würde mal noch in die zweite Bundesliga zum Beispiel einen Abstecher machen in 1-2 Jahren. Ich sage jetzt einfach etwas, aber er ist gut und hat ja dort auch wunderbar unten links eingegeben. Also Capino hat nichts halten, unser Penalty-Gott. Genau. Hey, und dann trotzdem irgendwie aus dem Nichts Winterthur, man kennt es gar nicht. Sehr, sehr kalt vor dem Goal, kaltschneuzig. Eben das 1-1, Hunzi super schön zurück auf den Burkhardt. Burkhardt zirkelt ihn, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Und 1-1, so recht simpel. So, okay. Unglaublich, ja. Also von wo kommt jetzt das? Ich muss wirklich sagen, der Hunziker schicke ich neben dem Lee ins Top-5-Liga-Rennen rein. Der gefällt mir so gut. Also, ohne Scheiß, ich finde, er macht es so gut. Es ist eine verdammt schwierige Situation. Er wird rechts abgedrängt, schiessen kann er eigentlich nicht, es bringt nichts. Und dann findet er den Pass. Er findet den Pass, eigentlich der einzige mögliche Pass, den er überhaupt machen kann in dieser Situation, perfekt. Zu gut, wirklich. Finde ich so stark, der Hunziker. Ja, es ist so schade, gehört der nicht Vinti. Es ist so schade, dass er zurückgeht. Ja. Es ist eben genau das. Wir lieben den Hunzi. Er jubelt wirklich auch. Und das finde ich schon auch geil. Klar, er ist Stürmer. Er will Goal machen. Das ist ja wie klar. Er will auch zurück nach Basel. Das hat er offen so kommuniziert, oder? Ja, aber voll. Er ist ein Teil von Vinti und es schießt nach, wenn er verliert. Und er geht. Und das muss man ihm anrechnen. Egal, ob 0-3 hinten ist, der Sieg rennt und versucht, jeden Ball abschirmen, Zeit rausholen. Er sprintet, er fightet. Fast jeder Kopfball, den der Capino abstößt, kommt eigentlich auf den Hunziker. Man hat da ganz einen klaren Plan mit ihm. Das ist einfach wirklich der Beste, wo Vinti da mit dem Capino zusammen natürlich hat diese Saison. Genau. Ja, da kommt leider der Kapitän, also eben leider können wir darüber diskutieren. Meiner Meinung nach, eben Arnold ist verletzt rausgegangen, seit er letzten reingekommen. Meiner Meinung nach, ich bin schon 1-2 Mal dabei gewesen, um zu überlegen, hey, ist der Arnold noch der richtige Captain für Vinti? Ich weiss, er hat verlängert und ist alles gut, aber er hat so viele Fehler gemacht. Er war wirklich fehleranfällig diese Saison. Und ich mag ihn mega menschlich, aber ich habe wie das Gefühl, ist nicht vielleicht auch so ein bisschen Forte-Zeit und einfach, ich weiss nicht, wo der Forte gekommen ist und am Leckei in einem Tag ein Captain-Bändeli weggenommen hat. Das habe ich einfach degradiert. Stimmt. Der hat mich so Altersheim geschickt. Ja, genau. Voll. Habe ich so gut gefunden. Ganz ein wichtiger Move, wenn du einen Captain hast, der mega Unsicherheit ausstrahlt, dann ist es vielleicht auch für ihn, ich weiss nicht, die reden sicher selber, das ist mega Laie, was ich jetzt da rauslasse, Laienwissen. Aber ich habe einfach das Gefühl, der Eindruck, wo wenn dein Captain sehr so viele Fehler macht und so, ich weiß nicht. Aber ist ja gleich, vielleicht ist ja unglaublich wichtig, oder? Seine Worte in der Kabine, es kommt ja eben der Capino zum Beispiel, wüsste jetzt nicht, oder? Da kannst du ja nicht auch diskutieren, wenn du hinein bist und dann noch vielleicht Sprachbarrieren oder ja, von dem her voll. Hey, ja, und dann, man glaubt es gar nicht, Tim, in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit, das sind sonst eigentlich immer wir, also es ist immer Winterthur, wo Goal so bekommt. Vinti macht es 2-1, auch eine sehr schöne wirklich Flanke von Burkhardt. Goyach, der ein Kopfball-Goal macht, Loretz eigentlich überrascht, 2-1. Der Jubel vor den Fans im Ecken, herrlich, wirklich herrlich, einfach nur schön. Ja, das Träumchen. Ja. Ja, das hat so gut geil. Das hat wirklich... Ja, voll. Aber ich nehme an, du bist wahrscheinlich in der Pause und hast gesagt, abwarten. Ja, aus der Erfahrung, klar. oder? Ja. Also ich nehme jetzt mal an, dort hast du noch wenig Glücksgefühl gehabt in dem Sinn. An einen Sieg, nein. Ja. Also mindestens ein Unentschieden. Und ich töne immer so pessimistisch. Und man muss eigentlich auch sagen, ich bin vielleicht
Ja, nein, bei Winterthur ist eigentlich langsam Es ist realistisch. realistisch, ja, finde ich auch. Ja, Also, du hast eigentlich immer recht, außer jetzt das Mal vielleicht nicht, aber sonst... Nein, das mal voll. Also habe ich wirklich... Und ich verliere gerne, also ich habe gerne Unrecht in dem. Und da muss man schon auch sagen, dass... Jetzt ist es mal so, Vinti hat viel weniger, also ja, doch weniger gemacht fürs Spiel. Luzern hat probiert und wirklich von 3 Metern verschossen und noch ein Save vom Capino und das ist schon wirklich. Ich bin richtig froh, dass Vinti einmal geschafft hat, trotz bombardiert zu werden, Punkte heimholen. Und zwar 3 und nicht einen. Unglaublich wichtig, sage ich, für die Moral. Wenn dann gegen Luzern. Und ja, haben sie einfach gemacht, haben es geholt. Ja. Brutal. Also das ist sau wichtig jetzt. Weil eben, wie du sagst, der Verlauf war ja typisch, dass man noch verliert. Das haben wir schon so oft erlebt. Und ich meine, die Spieler haben sicher auch besucht. Und es braucht natürlich auch das Luzern, das ihre Chancen verschiesst. Es braucht aber auch sonst die es machen, oder? Natürlich auch. Aber das ist so. Ja, ich glaube als Vinti, und ich habe das so spannend gefunden, vielleicht hast du das auch noch aufgreifen, haben sie auch in der SRF-Zusammenfassung am Schluss gesagt, Vinti hat letzte Saison schon am 30. Spieltag oder die Aufholjagd gestartet. Hast du das gehört? Nein, nicht gehört, aber lustigerweise habe ich unabhängig von dem die nächste Info wäre gewesen, wie viel das Vinti nach dem 30. Spiel letztes Jahr hatte. Ist ja gleich, wie viele Punkte und so. Aber ja, nein, ist gut. Hast ja auch den Transfermarkt offen. Ja, ist noch krass der Vergleich, oder? Und das habe ich so spannend gefunden, weil ich habe auch noch lange gesagt, ja du, aber Vinti hat schon noch aufgeholt. Vinti hat ja letztes Jahr und vor 3 Jahren und weiss ich was, oder? Aber ich bin ja mittlerweile an einem Punkt, wo ich gefunden habe, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt die Saison ist... Nein, genau. Das Glück ist verpulvert. Es sieht eigentlich... Gut, das war jetzt ein Match, klar, aber es sieht eigentlich genau nach dem aus, oder? Wenn du es jetzt so vergleichst. Ja. 3 Niederlagen gehabt und nachher einfach nur ein Spiel verloren, nur noch von den letzten 8. Hure krass. Also, krass. Ja. Und eben, jetzt Leute genau jetzt zurück. Burkhardt ist jetzt langsam wieder in Form und alles, oder? Also, Burkhardt hat sich nachher zum 4. Er hat sich verletzt. Nein, schon wieder. Der Burkhardt ist zum 4. Mal verletzt diese Saison, er ist raus. Auch wieder es hat einen Zwick, du hast es gesehen, und hat es angegeben und er ist wieder gegangen. Bro, der Sieg hat... Wie frustrierend muss das sein? Wow. Nein, also der kann seine Karriere wahrscheinlich genau immer auf dem Vinti-Level und vielleicht noch schlechter beenden, weil er ist immer verletzt. Er ist wieder verletzt, Alter. Unglaublich bitter. Shit, ja. Hat das Goal gemacht, einen richtig geilen Assist und verletzt raus. Ja. Ja, das tut weh. Ja. Das tut sehr weh. Voll. Hey, ja, trotzdem noch schnell zum Luzern abschliessen. Und ich meine, gegen Luzern hat man diese Saison 7 Punkte gemacht. 7 Punkte! Das ist mehr als ein Drittel, das Vinti hat. Und trotzdem, gell? Also ich finde, dann auch der Sportchef von Luzern und der Frick, der Trainer von Luzern und der Di Giusto. Bei allen, ich weiss nicht, wie man dem auf Schweizerdeutsch oder auch auf Deutsch einfach sagt, aber alle haben Vinti so ein bisschen recht schlecht geredet. Also, dass wir das verlieren und Bodyfußball, aber das hat er zu Luzern gesagt. Und der Frick, eben, den Match verlieren nur wir. So, also jetzt nicht zum Beispiel, wie sagt man? Ja, in dem Sinne nicht zum Vinti schlecht reden, aber sie sind eigentlich so schlecht und wir verlieren. Also, habe ich gleich auch so ein bisschen speziell gefunden. Ja, aber klar, jetzt, weil aus Luzern-Sicht denkst du schon, Alter, wie haben wir denn das jetzt nicht gewonnen, oder? Also das, safe. Ich glaube, das darf man nicht. Ich meine, sie haben jetzt gerade noch schnell geschaut, fast 3 XG rausgeholt. Das ist natürlich schon sau viel. Aber, auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine im Gegenzug, hätte Vinti so viel, wie ich gemotzt habe, die letzte Minute und dort noch ein Penalty und dort noch ein Goal, aber dann, ja, das ist dann irgendwo durch auch der Fußball, finde ich. Weil sonst hätte Vinti etwa 10 Punkte mehr, blöd gesagt. Also, ja, es ist so ein Luzern hat ja oft schon gegen Vinti nachher die Grüssel-Spaten-Goal und so. Jetzt ist es auch mal umgekehrt. Ja, genau, jetzt ist es einfach mal umgekehrt. Also, ja, und sie fallen voll. Also, ja, ich verstehe es. Frustriert, klar. Sehr geil, hat es wieder nicht gelangt für den Di Giusto. Eben, und nochmal schnell zu dem, was wir vorhin angeschnitten haben. Letztes Jahr hat man, glaube ich, nach dem 30. Spiel 9 Punkte auf Yverton und 4 auf GC.
Und nach dem 31. Spiel hat man 6 auf GC gehabt. Und da sind wir eigentlich jetzt genau, also man hat 5, Stand heute sind es 5 Punkte. Und wir sind zwischen dem 30. und dem 31. Spieltag. Oder? Fuck, und, wir sind genau dort, ja. Exakt in der Mitte von 4 und 6 Punkten. Wir sind bei 5. Ja, und was halt schon für Vinti spricht, ist, dass man sicher noch gegen Luzern hat, dass man sicher noch zweimal gegen GC hat. Ja, eben Servet. Oder ich muss aber auch sagen, so eben, wow, jetzt behalten wir bitte die Euphorie mal ein bisschen unten, weil ja, jetzt bin ich wieder da. Die letzten 3 Spiele, 2 Unentschieden und ein Sieg, 5 Punkte, mega gut. Aber ja, jetzt kommt halt Basel und Basel ist auch nicht gut. Momentan. Basel hat auch nicht diese Saison. Aber ja, jetzt wird es sich zeigen. Sorry, es ist nicht Servet, es ist Lausanne. Das war ein Fehler gewesen. Aber gegen Servet spielt man nachher noch in der Top schlecht 6. Ich sehe gerade, so die Relegationsgruppe ist eigentlich schon klar. Luzern, Luzern, Lausanne, Servet, FCZ, GC und Vinti werden sie. Und genau. da sehe ich dann eben schon auch eine Gefahr, dass genau das bei Vinti passieren kann. Ich meine, in der Abstiegsrunde, also für Luzern, Lausanne, Servet, um die wird es nichts mehr gehen, beim FCZ wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht noch, aber wahrscheinlich nicht. Und dann kannst du deine Punkte holen, oder? Dann Voll. Und von dem psychisch schon noch ein bisschen. Und Yverdon ist jetzt auch nicht mehr da. Also Vinti oder GC wird absteigen, das ist, glaube ich, schon klar. Sowieso, ja, das ist klar. Leider fix. Aber darum, ja, der Psyche schon, muss ich schon sagen. Also, ja, voll. Ja, jetzt, also ich glaube, es könnte... Was? Ich würde gerne unsere Epi hören in der 29. Runde letztes Jahr. Eben, weil die Situation ist eigentlich genau gleich. Was hast du eigentlich dort gesagt? Sehr spannend, sehr spannend. Oh, sehr gut. Dem gang ich glaube ich noch nach. Ja, geil. Sehr geil. Voll. Nein, also diese Saison ist ja ganz klar. Also auch ich habe Vinti abgeschrieben und zu dem stehe ich. Also ich meine, ich glaube, wer hat Vinti nicht abgeschrieben? Also muss man mal so fragen, oder? Und ist nice, eben, dass die Leute immer noch, Vinti hat immer noch Fans, eigentlich an jedem Spiel und das ist richtig cool, das finde ich wirklich schön. Aber gleichzeitig eben, ich glaube, Fan hin und her, wenn man einfach die Leistung, ganz banal, die Leistung anschaut vom FC Winterthur als Fußballmannschaft, dann hat sie einfach in dieser Super League die Saison ganz viel Schwaches gezeigt und das ist einfach Fakt. Voll. Genau. Ja, ich glaube, eben, Euphorie unten behalten, wenn es jetzt einen Sieg gibt, die nächste Woche gegen Basel, ja, dann haben wir mich. Dann bin ich zurück im Boot und ja. Die Hai sehe ich da, die Hai. Okay, ja, wer weiß, auswärts hätte ich auch gedacht, ganz, ganz ein schlechter Match, um jetzt irgendwie einen Schwung holen. Also klar, die Hai auch so gegen Basel, aber wer weiß, ob das vielleicht nicht noch klappt, ja. Jetzt, wo wir so darüber reden, fange ich an Psyche. Finde ich schön. Ich glaube, es ist sowieso Zeit. Zürich-Thun und Servet gegen GC. Aber ich habe auch gesehen, eben Servet GC, Alter. Gebt denen doch irgendwie St. Gallen oder irgendwie Lugano oder so. Servet habe ich das Gefühl, die Schlönder. Oh Mann. Nein, fangen wir an. Machen wir schnell Zürich. FCZ gegen Thun. 1:2. 1:3, sage ich. Ja, okay. Ja. Servet GC, ja. Schon nicht einfach. Da gibt es ein Pünktchen. Ja, 1 Punkt gibt es, glaube ich. Ja, muss ich mitgehen. Das ist für mich ein typischer 1:1-Match, ja. Voll. Wo ich hoffe, dass sie in den letzten Minuten noch einen vom Rouillet reinrugelt. Nein, sage ich. Vinti Basel am Sonntag. Ich hoffe, es ist schön Wetter. Gehe ich natürlich ins Stadion, also auch sonst. Aber wann dann jetzt, oder? Nein, man hat das letzte Mal, weiss ich noch, ganz eine gute Leistung gezeigt. Heim, wo man ja da, glaube knapp 2:1 noch verloren hat. Ich glaube, das war der Tsunemoto, bin nicht mehr sicher, wo auch gegen den Schluss
94. oder so noch eins reingetopft hat. Aber Vinti hat jetzt super Spiel gezeigt. Auswärts hat man, glaube ich, 0-3 verloren. Ich weiß auch nicht, wann das war, aber auch nicht mehr sicher. Aber auch nicht man hat, glaube ich, alle Goal in der ersten Halbzeit bekommen und dann keine mehr. Ja, 2-1 Basel. Das soll ich jetzt auch sagen. Ich glaube, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das Pünktchen? Nein. Ja, ich muss, glaube gegen ein Pünktchen. Ich meine, Basel ist schon nicht mehr so schlecht wie auch schon. Sie haben jetzt doch 3 von den letzten 4 haben sie gewonnen. Und ich glaube, das wird ganz ein erkämpfter 1-0-Sieg für Basel am Schluss. Okay. Und weißt, es ist lustig, wir sagen da Vinti knapp gegen Basel. Das ist eigentlich der grösste Witz, oder? Weil, klar, es ist auf der Schützenwiese, aber es könnte ohne Problem ein 5-0 Basel geben. Also, weißt du, das ist schon noch krass. Ja. Es könnte passieren, aber eben jetzt, ja, ich weiß nicht. Mal schauen, ob jetzt wirklich da der 30. Spieltag Voodoo dann auch wirklich einsetzt. Genau. Oder nicht. Voll. Ja, bin gespannt. Nächste Woche sind wir auch das Zweite, gell? Ich glaube, der Raffi ist dann übernächstes Mal wieder back und dann haben wir ja sowieso eine schöne Pause. Genau, der Raffi geniesst noch sein Singa-Bier am Strand. Ich habe jetzt noch eins rausgesucht aus Thailand. Singa, ja genau. Ja, hätten wir eigentlich drauf kommen. Ja, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, clear eigentlich. Ja, clear. Habe ich sogar schon in Thailand gesürgelt. Darum, aber ja. Ja, gut. Dann danke vielmals fürs Schnurren. Angenehm, wie immer. Dir auch, ja. Und allen eine schöne Woche. Danke fürs Hören allen und gutes Durchheben für alle, eigentlich für alle unsere Clubs. Also ist eine scheiß Zeit zum Podcast hören, aber wir haben Freude, wenn ihr einschaltet. Voll. Gut, macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahel. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu. Rekordmeister. Stupri vom Rekordmeister. Für den Spack. Und jetzt ist die Schützenwiese geholt und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?